Grüß dich, da ist die Nina Schitja und herzlich willkommen zu einer neuen Storytime. Ich habe auf Twitter eine Umfrage gemacht und ich habe gefragt, ob ihr ein bisschen ernsteres Video wollt. Und viele haben gesagt, ja, sie wollen gerne ein ernsteres Video. Also, ich werde keinen Namen nennen und ich werde nicht sagen, aber es ist von meinem Familienkreis. Frage bitte nicht wer, ich werde noch nicht sagen wer es ist. Einfach von meinem Familie- oder Bekanntenkreis hat es schon 2 Todesfälle gegeben. Der eine wissen wir und vom anderen wissen wir nicht. Denn er ist ziemlich überraschend gekommen, muss man sagen. Und man hat nie gedacht, dass man von so etwas sterben kann. Man denkt sich nicht dabei, weil man denkt so, ja, das macht doch nicht. Und von dem willst du nicht sterben. Und falls ihr euch fragt, von was ich rede von Alkohol. Alkohol, Schnaps, Bier, Schöttlis, all das und das harte Zeug. Denn wir schreiben das Jahr etwa ungefähr Anfangs Mitte März, April. Da ist etwa März, April 2013. Müsst ihr wissen. 2013. Es ist März, April. Jemand von meinem Familienkreis ist gerade zu Besuch bei uns. Aber ja. Sie hat ein Alkoholproblem gehabt. Uns ist das natürlich aufgefallen und wir haben ihr auch gesagt, das ist nicht gut, hör auf damit. Du machst dich selbst kaputt mit Alkohol, Schnaps oder starkem Weiss. Denn ja, natürlich hat sie nicht auf uns gelassen. Und halt immer weiter und weiter gemacht. Das ist gerade ein bisschen schwierig zum drüber reden. Aber ja. Sie hat das Problem schon länger gehabt. Auch nicht nur mir, sondern auch ihrer Tochter ist es aufgefallen, dass sie ein Problem hat. Und ihrem Mann ist es aufgefallen. Gut, ihr Mann ist nicht oft daheim gewesen, da er Anwalt ist. Aber ihre Tochter ist sehr oft daheim gewesen und hat das sehr stark miterlebt. Und es ist so schwer gefallen und es ist einfach so plötzlich gewesen, dass es kommt. Wir haben gewusst, dass sie das Problem hat, aber wir haben ihr halt gesagt, hör auf, das ist zu viel, trink doch nicht so viel, das ist nicht gut für dich und auch nicht gut für deine Leber. So weit, so gut. Sie hat es ein bisschen zurückgeschaltet und dann kommen wir zu... Wann sind wir gegangen? Ich glaube, das ist vorher oder nachher gesehen, irgendwann im Frühling 2013. Jetzt sind ich und meine Familie plus sie, ihre Mann und ihre Tochter zusammen nach Brasilien gegangen, und zwar nach Rio. Denn meine Mutter ist von Rio und sie ist halt Brasilianerin. Darum hat sie gesagt, komm, sie wollte unbedingt mal auf Brasilien ihre Familie sehen. Und in der ersten Woche haben wir nur mit unserer Familie etwas verbracht. Und dann in der zweiten Woche haben wir unsere ganze Familie getroffen von Brasilien. Also falls ihr euch immer gefragt habt, ob ich meine Familie von Brasilien kenne, ja, ich kenne meine Familie. So weit, so gut. Im Frühling 2013, glaube ich,
sind wir gegangen von da aus und dort war es Herbst gewesen. Zu dieser Zeit sind wir dort gewesen. Und zu dieser Zeit hat sie aber auch immer und immer wieder Alkohol getrunken und auch, sie hat halt auch geraucht. Ich denke euch sicher, was hat das mit einem Todesfall zu tun? Sie hat immer und immer wieder getrunken. Sie ist zwar ab und zu zweimal in einer Entzugsklinik gewesen, aber von dort ist sie wieder abgehauen und hat weitergemacht. Da ihr das Leben schwer war, dass sie in Brasilien gewohnt hat, hat sie nicht so viel Sinn in ihrem Leben gesehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie irgendwelche Depressionen gehabt hat oder auch nicht, aber es hat geheißen, dass sie sich nicht so viel aus ihrem Leben gemacht hat. Und das ist ehrlich gesagt falsch. Aber, ja. Wie gesagt, sie hat immer und immer weiter gemacht. Etwa 3 Jahre später, so. Also, ich muss mir vorstellen, in diesen 3 Jahren, wo es vergangen ist, weil ich sehe sie nicht so oft, sie ist nicht von da. Also nach der Reise sind wir wieder heimgegangen und ja. In den anderen 2 Jahren hat sie halt immer und immer wieder gemacht und da wir nicht in der Nähe von ihr sind, haben wir halt nicht können wissen, dass das kommt oder passiert oder dass sie so stark weitermacht. Denn sie hat etwa... Wie viel hat sie geschafft? Pro Tag hat sie, glaube ich, etwa... Lass mich jetzt nicht lügen. Etwa so 3-4 Weinflaschen pro Tag geschafft. Und denkt so, ja... Glaubt mir, wenn ich sage 3-4. Also sie hat etwa 4 Flaschen an einem Tag geschafft, glaube ich. 4 Flaschen. Und ihr müsst euch überlegen. Sie hat getrunken, dann hat sie geraucht, dann hat sie wieder getrunken und wieder geraucht. Und wenn sie nicht Wein gehabt hat sie Schnaps gehabt oder irgendwelches Bier oder sonst irgendetwas Alkoholmäßiges. Also nicht Bier, einfach allgemein etwas Alkoholisches, was sehr stark... Sie hat immer alkoholische Getränke bei sich gehabt, die sehr stark sind. Egal ob Weisswein, Rotwein, Schnaps, Wodka. Wirklich das harte Zeug. Und von dem harten Zeug hat sie etwa 4 Flaschen pro Tag geschafft. Und ihr müsst euch vorstellen, sie hat das jeden Tag getrunken. Jeden Tag hat sie einen Rotwein gehabt oder einen harten Wodka oder sonst irgendetwas dieser Art. Und ja. Und sie hat halt dazwischen noch geraucht. Also man kann sagen, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Aber naja. Tut mir leid, wenn ich Tragen fliege. Immer aber. Sie wollen gerade nicht so wie ich wollen. Und ich höre auch nicht. Also. Was ich damit sagen wollte ist, in den paar Jahren, wo ich sie nicht gesehen habe, hat sie immer und immer und immer weitergemacht. Und tatsächlich, sagen wir so, wenn ich das gesehen jetzt 2016, ich glaube 2015 ist das gesehen. Also ihr müsst euch wissen, ich bin in der 8. Klasse gewesen. Also bei uns geht es 7., 8., 9., also die 3 Jahre noch. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin in der 8. Klasse gewesen, ich bin kurz davor gewesen, wie heisst das? Ich bin kurz davor gewesen, meinen ersten Stellwerk zu machen. Und ja. In den paar Jahren, wo ich sie halt wirklich nicht gesehen habe, hat sie halt immer weiter getrunken und weiter geraucht und irgendwann ist sie
Also es ist mir so erzählt worden, ich weiß nicht, ob es wirklich gestimmt hat. Ihre Mama ist mal von der Arbeit heimgekommen und hat sie bewusstlos mit dem Kopf, also ich würde mir vorstellen, da das Bett und ihr Kopf hat da vom Bettrand einfach so runtergehängt. Also praktisch das Bett und mein Kopf ist einfach nur so vom Bett abgedingelt. Also ihr Kopf ist einfach so in der Luft gehangen, vom Bett runter. Weil ihr könnt doch einfach vom Bett und dann euren Kopf so hängen lassen, vom Bettrand. Und genauso ist sie gewesen. Sie ist bewusstlos gewesen und sie hat ihren Kopf einfach so abhängen lassen, einfach so leblos. Ihre Mann hat sie zurück aufs Bett da, normal, so dass der Kopf gelagert wird. Und ein paar Minuten später ist sie wieder so gelegen. Er hat nicht genau gewusst, was er machen soll. Und er hat die Ambulanz gerufen. Und ja, und dann hat es geheißen, sie hat sehr wenig Chancen zum Überleben. Und wir denken so, okay, gut. Also wir sind nicht dabei gewesen. Ich kann nur das sagen, was mir erzählt wurde ist. Und ja. Daraufhin, als sie bewusstlos war, sie ist sogar im Koma gewesen. Ihr ist nicht gut gegangen, ihre Nieren, ein paar Organe haben, glaube ich, zuerst ausgesetzt. Dann hat ihre Leber ausgesetzt. Nein, also es hat eigentlich... Nein, warte, Moment. Zuerst hat... Ich erzähle Scheissdreck, okay, warte. Zuerst hat die Leber ausgesetzt und der Rest ist noch gegangen. Aber wenn die Leber ausgeht, hat man halt sehr wenige Überlebenschancen. Daraufhin sind ihre Nieren noch komplett ausgeschaltet und komplett kaputt gewesen durch den vielen Alkohol und durch das viele Rauchen ist die Leber und Nieren kaputt gewesen. Daraufhin ist sie dort im Spital verstorben. Und wir sind dann angerufen worden, weil sie wohnen ja nicht bei uns. Sie haben uns angerufen und dann gesagt, schaut, sie ist gestern oben im Spital gestorben, wegen Alkohol. Ihre Leber hat versagt und ihre Nieren haben aufgegeben. Und ja, ich wäre gerne an die Beerdigung gegangen von ihr. Aber zu dieser Zeit hatte ich mein Stellwerk gehabt und Stellwerk ist hier in der Schweiz richtig wichtig. Also Stellwerk ist sehr wichtig hier in der Schweiz, weil das Stellwerk kannst du später brauchen, um dich zu bewerben. Und ja, das ist es halt. Darum hat man das Stellwerk halt gebraucht. Und ja. Leider kann ich nicht an die Beerdigung gehen, also meine Eltern sind gegangen, aber ich kann halt nicht gehen wegen dem Stellwerk. Also es war schade, dass ich nicht dabei war, weil ich hätte mich gerne von ihr verabschiedet, denn Familie ist Familie. Oder? Ja. Sie ist beerdigt worden und ich habe es immer noch als Foto von ihr. Das zeige ich natürlich nicht. Ich habe ein Foto von ihr und sie ist bei mir im Herzen. Also sie bleibt bei mir im Herzen. Ich werde sie für immer im Herzen behalten. Durch das Foto, durch die schönen Erinnerungen, die wir hatten in Brasilien mit ihr. Die schönen Festtage und Vierten. Die paar Male, wo wir bei ihr waren. Und die Stadt gesehen haben. Das ist unglaublich. Oder wo wir mit ihr, als ich ganz klein war, sind meine Mutter und mein Vater mit ihr als Oktoberfest. Und wir, als ich ganz klein bin, als Oktoberfest mit ihr zusammen. Und solche Momente, die schönen Momente vergisst man nie. Glaubt mir. Es sind die schönen Momente, wo man sich daran erinnert. Was wollte ich jetzt mit dem Storytime sagen? Schaut, ich bin nicht dagegen, wenn ihr trinkt oder ein Wein nehmt, wenn ihr älter sind, natürlich über 18. Oder ein Bier trinkt, wenn ihr über 16 sind.
Aber ich sage euch eins. Trinken ist okay. Man kann trinken, aber in Maßen. Ich weiß, dass die heutige Jugend sehr, sehr, sehr oft besoffen ist, aber glaubt mir, das bringt's nicht. Und wenn ihr besoffen habt, ihr habt keine Ahnung, was ihr macht. Ganz ehrlich, ich kann von mir selber sprechen. Ich bin nur einmal besoffen und glaubt mir, das wollte ich nie mehr. Gut, ich sage nicht, dass ich total clean bin und nichts trinke, das ist nicht wahr. Ich trinke schon Bier, aber nicht immer, nur wenn ich Lust habe. Ich bin eher eine Person, die nicht typisch so starke Sachen trinkt. Also natürlich schon Bier und Eve und Summersby und dies und das, so Frauensachen, Bier und so. Und dann sagen die, ja, das ist kein richtiges Bier, Nati. Ich weiß, dass es nur Frauenbier ist und kein starkes Bier ist. Aber ich mag auch kein starkes Bier verleiden. Zum Beispiel hier in der Schweiz ist ein starkes Bier, das ich nicht verleiden kann, ist Eichenhof. Das ist keine Produktplatzierung, aber ich kann Eichenhof nicht verleiden. Darum trinke ich es nicht. Weil wenn ich das trinke, werde ich richtig schnell besoffen und das wollte ich nicht. Weil ich finde es einfach nicht schön, besoffen zu sein, die ganze Zeit. Ganz ehrlich. Und auch durch den Todesfall. Auch wegen dem Todesfall. Der Todesfall hat mich sehr geprägt. Und darum habe ich mir selber versprochen, dass ich nie stark besoffen bin, so dass ich keine Ahnung mehr habe, was ich mache. Das habe ich mir selber versprochen und das habe ich bis jetzt immer eingehalten. Ich hoffe, das wird so bleiben. Und ja. Mir ist, also ich sage euch nur eins, ihr könnt trinken, aber trinkt in Maßen. Weil ihr wisst nie, wenn ihr zu viel trinkt und irgendwann nicht mehr da auf der Erde sind. Denn viele sagen euch, ja, trink nicht zu viel Alkohol, das ist nicht gut. Ab und zu ist okay, aber nicht immer. Nicht immer und nicht jeden Tag. Trinken in Maßen ist okay, aber übertreibt es nicht, bitte. So. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen verstehen, warum ich bin bis jetzt in meinem Leben bisher eigentlich besoffen gewesen. Ich bin bis jetzt wirklich nur eigentlich besoffen in meinem Leben, was ich als Erfahrung nehme, nicht als gute Erfahrung, aber auch nicht als so schlechte Erfahrung. Weil wenn man besoffen ist, macht man noch vieles, was man eigentlich sich nie trauen wird, aber glaubt mir, es ist keine gute Erfahrung. Lernt es lieber. Ihr könnt trinken, aber werdet nicht immer besoffen. Oder sind nicht immer besoffen, ganz ehrlich. Und das Beispiel selber zeigt jetzt schon, dass man, wenn man zu viel trinkt, irgendwann sich selber kaputt macht. Vor allem die Leber. Weil Alkohol greift die Leber an. Ich will jetzt nicht wie eure Mami oder euer Papi klingen, aber nehmt das Storytime als eine Erinnerung mit und denkt darüber nächstes Mal nach, wenn ihr ein bisschen zu viel habt. Also ein bisschen zu viel habt. So. Es sind 20 Minuten. Ich wollte nicht zu lange reden. Ich habe es versucht kurz zu halten. Das war einfach mein Storytime gewesen. Und ich kann euch einfach zeigen, dass auch Alkohol euch in den Tod treiben könnt. Denn selbst Alkohol ist gefährlich für uns. Glaubt mir. Ich hoffe, das kurze Storytime hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst Like und Abo da. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und wie gesagt, ich erwähne keinen Namen. Ich erwähne keinen Staat, nichts. Es ist sehr persönlich. Es ist sehr persönlich für mich und sehr schwierig war, über das zu reden. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend und tschüss. Ciao.
Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend und tschüss, ciao, Ade.